Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Episode Schweizerdeutsch. Nehmen wir wie immer den Niklas. Moin. Und ich bin der Rico. Das wissen wir. Und der Mann, der hat eine wilde Woche hinter sich. Rico, wie geht's dir? Mir geht's gut. Die andere Frage ist, wie geht's dir? Ja. Viel zu tun gehabt, Sagen wir es mal so, es waren keine Ferien für mich. Es ist ein bisschen so... Also ich hatte Ferien gehabt. Travel and Work. Travel and Work. Eigentlich das. Ja. Ist gut. Boah, wenn ich jetzt da so einen Eistee sehe, so Abweg sehe jetzt. Egal, nachher. Soll ich ihn bringen? Nein. Okay. Ja, Travel and Work. Ja. Ich bin in den Dolomiten gewesen. Nein, wir müssen ganz anders anfangen. Also fangen wir ganz anders an. Wir müssen ganz anders... Habe ich schon... Letzte Folge... Nein, stimmt. Nein, das habe ich auch nicht erzählt. Die letzte Folge haben wir ja früh aufgenommen. Also relativ früh. Aber wann haben wir die aufgenommen? Wann war das gewesen? Montag, Dienstag, so. Kann das sein? Ist das aber nach? Ist das vor Dolomiten gewesen? Oder? Ja, das ist also das vor. schon, aber ist das vor auch Mr. Worldwide gewesen? Nein, Mr. Worldwide ist... Habe ich nicht schon gesagt, das sind die besten 70 Stutz fürs Konzert? Doch, das hast du gesagt. Aber? In der letzten Folge. Aber das heisst, es ist schon nach Mr. Aber ja. Aha, so, okay. Und du hast gesagt, ob es vor dem war. Okay, also. Gut, Stand nach Mr. Worldwide. Ja. Der Niklas hat viel zum Erzählen. Ich bin in den Dolomiten gewesen. Ist dir gut gegangen, Niklas? Dir geht's sehr gut, dir geht's verdammt gut, dir geht's am besten. Mann. Nein. Die wissen, die nicht wissen. Ja, Wissen halt nicht. ich bin in der Dolomiten gewesen. Also ich muss aufpassen, dass ich es nicht so oft wiederhole wie der Rico immer. Hey. Und zwar, ich bin mit der Alpine Rally, sind wir eine Rallye gefahren. Badumts. Die nicht wissen, wer Alpine Rally ist, die sind auch schon mal in unserem Podcast Gast gewesen. Welche Folge ist das gewesen? So 30er Folge, so 33 etwa. 33, 34, So etwas, glaube ich, umeinander, ja. Ja. Der Marco Bührer und der Luca Schiebig sind da die Main-Menschen von dem Projekt. Was haben wir genau gemacht? Wir sind mit 9 Autos. 9 Autos? Ich glaube, jetzt muss ich schnell überlegen. Wir sind mit dem... Also der 5er BMW, unser Kombi, das war so das Media-Car gewesen. Dort haben wir alles... Media-Car. Ja, dort haben wir alles unser Kamerazeug dabei gehabt und haben auch den Osmo dran gemacht, weißt du, Osmo Pocket für Rolling Shots und so. Aus dem haben wir eigentlich die meisten Fotos und Videos gemacht, sozusagen mal so. Dann haben wir einen Porsche GT3 RS dabei gehabt. Das ist ein teures Auto, gell? Ja. Okay, gut. Ich weiss, du hast keine Ahnung von Autos, aber das ist so mit der teuerste, die wir da dabei hatten. Okay. Und auch der schönste. So. Okay. Das ist einfach... Ja, du bist Porsche-Fan. Ja. Oh. Ist zwar nicht der neueste, aber immer noch. Was haben wir noch dabei gehabt? Wir haben einen Volvo dabei gehabt. Ein Volvo? Ja, alle haben sich so gedacht, ja, Volvo. What the fuck, was macht der bei so einer Autotour mit? Also, was macht der so, oder? Ja, wir haben nachher gemerkt, es macht trotzdem Sinn, dass der dabei war, weil das ist so ein, du weißt auch, was Polestar ist, oder? Polestar ist irgendwie auch. Auch die elektrische Serie quasi. Ja, aber Polestar ist früher, und ich glaube heute immer noch, wie bei Mercedes AMG oder bei BMW M, das Tuning von Volvo. Aha, ja, okay. Polestar hat sich jetzt einfach selber noch eine Marke gemacht mit Elektroautos, aber sie sind bei Volvo halt die Tuning, also können wir korrigieren, wenn ich etwas falsch erzähle, aber das ist, glaube ich, einfach die Tuning-Serie von offiziell, weißt, vom Werk aus, oder? Und der hat, glaube ich, auch über 300 PS gehabt. Und der nicht schlecht. Der ist... Was für ein Kombi? Nein, Kombi ist nicht... Was ist ein Kombi gewesen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ein mega schöner Volvo gewesen. Und der hat auch blubbert, also weißt du, innen dran mit... Blubbert. Ja, weißt du, Auspuff. Ja. So... ja. Der ist dabei gewesen. Dann haben wir noch 2 RS3... Boah, fuck my life, was ist das gewesen? Einmal der RS3 von Marco, der Blau, den hast du schon mal gesehen. Ja, genau. Sportback, habe ich gesagt. 2 RS3 Sportback, einmal der von Marco und einmal noch von einem anderen. Der ist aber nicht blau, sondern der ist, glaube ich, grau gewesen, keine Ahnung. Ja. Nein, weiß ist der gewesen. Weiss.
Dann haben wir noch eine RS3 Limousine gehabt, also oder Coupé, ich weiß doch auch nicht. Einfach nicht der Unterschied vom Sportback und von der Limousine ist ja wie bei mir beim Tesla, geht das Dach so runter. Ja. Aber so ein RS3 und beim Sportback ist einfach wie so ein... Okay, ja. Ja, genau. Eigentlich ist das der Unterschied. Aber RS3 Sportback haben wir noch, also normale Limousine haben wir noch gehabt. Und yes. Was haben wir noch gehabt? Irgendetwas haben wir noch gehabt. Was sind das alle gewesen? Natürlich ein Golf GTI noch. Ja, sonst? Noch ein Audi TT RS Cabrio. Also einfach eigentlich Audi R8 für Army, sage ich jetzt mal, in Cabrio, Ja, und dann sind wir dort am Dienstag losgefahren von Österreich. Bis Sölden seid ihr vielleicht etwas? Das ist ja das Skiwelt-Dingsbums da, wo auch der James Bond-Film gedreht worden ist. Und dort bin ich dann schon im Vorhinein schon mit dem Marco angefahren, mit dem RS3. Ja. Sind dann einchecken schon für die Leute. Und die Hotelrezeptionistin voll nicht. Ich bin ja voll der Kameramann gewesen, alles verfilmt, oder? Ja. Da habe ich so gefragt, darf ich auch im Hotel ein bisschen filmen und so, dies, das. Und so, ja, sicher. Klar, einfach im Wellness nicht filmen und auch nicht Hotelgäste. Ich sage, das ist logisch. Selbstverständlich. Dann hat sie mir sogar gezeigt, wo ich überall hingehen darf, dass ich so Behind-the-Scenes-Perspektive ranbekomme. So. Die ist wirklich mit mir durch das ganze Hotel durchgelaufen und gesagt, da darfst du filmen, du darfst dort hin, du darfst auch in die Türen rein und so. Das ist geil. Richtig, also mega nett gewesen. Also wirklich, schau das geht aus als, wie heisst das Hotel? Ja, keine Ahnung. Sportlich Sölden heisst das, glaube ich. Ja, okay. So. Aber es ist wirklich ein geiles Hotel. Es hat so einen Rooftop-Pool. Schon? Geil. Das war richtig geil gewesen. Hast so voll den Ausblick auf Sölden eigentlich. Das ist geil. Richtig, richtig geil. Und es war halt top modern gewesen. Ja. An dem Abend bin ich leider so ein bisschen, nicht krank, würde ich sagen, aber ich glaube, ich habe eine Rachenentzündung bekommen an dem Abend. Eine Rachenentzündung? Ja. Also einfach so Halsweh? Einfach, oder ja, hinter der Mandel eigentlich. Aha, ja. Ich habe zuerst gedacht, das ist eine Mandelentzündung, weil wenn das gewesen wäre, dann wäre aus dem aus. Weil dann hätte ich gesagt, hey, ich muss zum Doktor, ich muss ins Spital, wir müssen mich einweisen. Deine Mandeln sind sowieso deine Endgegner. Ja, wirklich, ich hasse es, wie deine Bänder. Ja. Aber wenn ich Mandelentzündung habe, Antibiotika ist das Einzige, was mir hilft, leider. Und ich will es eigentlich nicht sagen, dass das heisst immer, Antibiotika sollte man nicht so häufig nehmen. Ja. Aber es ist leider wirklich das Einzige, was mir hilft. Und ich hoffe, dass es nicht mehr kommt. Also ich will es nicht nochmal nehmen. Die Mandel hast du nicht draussen, gell? Nö. Das ist auch so eine Sache. Ja. Viele Leute sagen mir immer so, ja, nimm sie raus. Dann sagt die andere Hälfte, nein, nimm sie nicht raus. Ja. So, meine Hausärztin sagt, nicht, einfach den behalten, oder? Die Assistenzärztin wäre sagt, rausnehmen. Meine Mutter sagt, auch rausnehmen. Mein Vater sagt, den lassen. Hä? Nicht keine Ahnung. Schlussendlich ist es... Ja, am Schluss ist es meine Entscheidung. Ja, bis jetzt ist es eigentlich okay. Also bis jetzt habe ich seit Dubai... Ein paar Jahre nicht mehr gehabt, gell? Ja, 1,5 Jahre. 1,5 Jahre, ja. Bis jetzt ist es wieder gut. Ja. Dann sind wir am nächsten Tag, ich erzähle nicht alles, aber dann sind wir von Sölden auf Bruneck gefahren. Ja. Dort haben wir einmal so ein kleines grösseres Hotel gehabt. Aber es war nicht so viel los gewesen. Das hat riesen Wellness gehabt. Die noch wollen, haben noch so einen See, einen Praxersee anschauen. Da bin ich aber nicht gewesen. Ich habe gesagt, ich brauche mal ein bisschen Ruhe, oder? Tranquilo. Bin dann ein bisschen ins Wellness selber baden, habe meine Bahn gezogen. Der Schwimmer ist wieder rausgekommen. Der Schwimmer ist wieder rausgekommen. Und dann... Ja, am nächsten Tag sind wir dann schon Richtung Dolomiten gefahren. Zuerst die 3 Zinnen anschauen, das sind die 3 bekannten Spitzen. Ja. Einfach so von der Ferne, wir sind nicht dort angefahren, voll auf Pass. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Kein Plan. Wir sind einfach auf so eine Aussichtsform, wo du einfach zwischen alles durch kannst schauen und dann sind die dort so. Ja, und dann sind wir einfach nur Pass fahren. Ich weiß nicht, wie die ganzen Pass alle heißen. Also über Sölden, Bruneck und so, da sind wir immer 2-3 Pässe gefahren. Dazwischen wir sind nie Autobahn gefahren. Ja. Einfach zur Info.
Ja, aber es ist sicher auch schöner, wenn du über die Pass fährst. Ja, es ist, das ist brutal geil und mega schön gewesen. Also wirklich, ich bin noch nie so Pass gefahren. Also ich bin nicht selber gefahren, weil ich halt immer der Mediatyp bin ich eigentlich immer am Filmen gewesen. Ja. Aber es ist mega schön gewesen. Schau, das kennt aus an den Domi, der Fünfer gefahren ist, also unser Fünfer, der hat das super gemacht. Das ist erstaunlich gewesen, der hat dann von der Leistung her am wenigsten PS. Ja. Aber der ist trotzdem immer mitgekommen. Mit den ganzen Autos. Oder? Ja. Also vor allem auch beim Porsche. Also klar, wenn jetzt nebeneinander stehst, keine Chance. Aber so aus der Kurve, so aus der Passkurve, es geht schon, er zieht schon. Gut, das ist auch ein Diesel, der hat mehr Drehmoment. Aber das sagt er wahrscheinlich gar nicht. Keine Ahnung. Ja. Dann sind wir noch so zu einem Staumauer gefahren, mit Drohnen fliegen, das war mega geil gewesen. Und dann am Abend nochmal Wellness ein bisschen. Essen war brutal gewesen, da hatten wir einfach Gänge-Menü gehabt. Schon? Ja. Also im Hotel oder sind da in Restis? Hotelreste, ja. Das war richtig geil gewesen. Ich habe irgendwo mal etwas in deiner Story gesehen, dass sie so ein Schild hatten, irgendwie für die Alpine Rallye, so voll reserviert, so voll... Ja, das war im letzten Hotel dann gewesen. Ja. Das ist dann, sind wir dann von Bruneck nach Livigno gefahren, das war aber genau dort gewesen, Livigno. Das war so der zweitletzte Tag eigentlich. Wie lange ist es gegangen eigentlich, die Tour? Vom Dienstag bis am Samstag. Ah ja, doch, ein paar Tage, Ja. Und das war eigentlich am Freitag gewesen, also Bruneck auf Livigno. Dort sind wir auch zum ersten Mal ein bisschen Autobahn gefahren. Ja. Sind wir über Bozen, Meran so raufgefahren. Alter, die Lastwagen, die da gestanden sind, kilometerlang auf der rechten Spur am Blockieren. Schon. Und wir links alles durch können fahren mit 80. Wir haben wirklich gedacht, Alter, also wir haben so etwas noch nie gesehen, wo Vollgas alles mit LKWs blockiert worden ist. Warum? Also Stau oder was? Ja, keine Ahnung, ob das jetzt Wochenendstau ist, weil die am Wochenende nicht fahren dürfen oder ich weiß auch nicht. Die sind wirklich einfach gestanden. Motor ausgestanden. Ja. Ja. Ja, dort sind wir auch wieder 2 Pass nachher noch gefahren, nach Müster, also nach der Grenze zu der Schweiz. Also wir sind eigentlich in die Schweiz gefahren. Ja. Ich habe mir direkt ein Seltoni gekauft. Muss. So musst. Eisgekühlt. Boah, tough. Und dann sind wir gerade einen anderen Pass wieder hochgefahren, Umbreilpass hätte er geheißen. Und dann war dort oben wieder Italien gewesen, eigentlich. Und dann bist du bis Livigno, bist du eigentlich dort durchgefahren. Und das ist dann wirklich so, die Hotels, die wir sonst immer hatten, die sind so ein bisschen kleiner gewesen, also so ein bisschen familiärer, bla bla bla. Und das ist wirklich auf Massentourismus ein bisschen ausgelegt gewesen. Ja. Hast du auch gesehen am Wellness. Und die Diese Anlage wahrscheinlich. Ja. Boah, bis wir im Hotelzimmer waren, du hast gedacht, du laufst durch Ikea durch. Hey, wirklich. Und dann, die Story hast du vielleicht gesehen, wo ich da im Pool mit meinem Aperol-Glas... Aha, ja, das ist crazy. Das war aber so, wir haben die den RS3 gefahren sind, mit der also die Limousine RS3, das waren Deutsche gewesen. Ja. Und ich habe mich natürlich voll angefreundet mit denen. Klar. Deutsch, so, oder? Und dann sind der Marc und ich schon ins Wellness im Vorhinein so ein bisschen rein, oder? Und haben so gesagt, boah, der hat jetzt ein Bar, im Pool hat es ein Bar. Ja. Und so 5 Minuten später kommen die 2 Deutschen, oder? Und ich so, hey, kommt. Also ja. Dann sind wir kurz die View raus anschauen. Das war halt auch wieder so Infinity Pool gewesen. Ja. Nicht Rooftop Pool, aber so wirklich mit Aussicht auf Livigno voll. Ja. Und dann hat es geheißen, so, jetzt müssen wir an die Bar, wir brauchen jetzt auch so einen fancy Schwimmtisch. So ein Plastikring oder das was? Das war so ein Styroportisch, der halt schwimmt, mit so Löchern, wo du das Getränk reinstellen kannst. Ja. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen das jetzt auch. Wir müssen alle Aperol und was hat es noch gegeben? Limoncello. Ja. Oh, Limoncello ist geil. Ja, aber ich habe das immer vertauscht mit dem Limoncello Schnaps. Es gibt ja die Shots. Beides, ja. Also es gibt nicht Schnaps, Shots. Es gibt ja die Shots. Immer wenn ich an Limoncello denke, ich denke immer die Shots. Limoncello ist halt hure süß. Wo so fett brennt aber im Nachhinein. Aber er hat halt den Gross bekommen. Also weißt du, das zum Trinken. Und der ist übelst geil gewesen. Ja. Alter. Ich habe natürlich einfach Aperol bestellt. Aperol. Und dann sind wir wirklich so durch. Also wir haben 2 Aperol gehabt, also jetzt nicht so schlimm. Aber wir sind dann so dumme Gedanken gekommen, wir haben uns überlegt, ja komm,
Dann jetzt mal das Glas einfach im Pool und loslassen. Das Ding ist einfach geschwungen. Und dann haben wir so gesagt, freihändig. Und dann alle am Lachen, oder? Der eine hat die GoPro dabei, ich alles mit dem iPhone am Filmen, oder? Dort hat es auch wirklich gar keinen gejuckt, ob ich da gefilmt habe oder nicht. Jeder hat irgendwie GoPro dabei gehabt, auch die anderen kennst. Ja. Wir sind einfach die Lautesten gewesen, aber scheißegal. Und dann sind wir dort Sechste gewesen, und dort habe ich da ein paar Bilder. Ich kann es einfach so zeigen. Jetzt kommen die Insights von Niklas. Ja, ich zeige dir nicht schlimmes Zeug. Alter, schau mal, wie viel wir alle gefilmt haben. Ach, das kommt ja nachher auch noch. Alter. Zum Glück muss ich nicht schneiden, ey, ich sag's dir. Heute gibt es einen Niklas Storytime. Ja, heute ist am Niklas seine Folge. Das war der Porsche gewesen. Ja, der sieht aber noch gut aus. Das ist mega schön. Mega, mega schön. Tiger. Das zeige ich nicht. Also so sind wir eigentlich nachher in Livigno gewesen. So? Ja. Ah ja, voll. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Ich weiß nicht, ob sie wollen ins Internet. Aber so sind wir nachher gewesen. Ja. Das ist aber der Deutsch. Ja. Ja, und dann sind wir da wirklich so halt zusammengehockt. Richtig am Betteln gewesen. Ja, voll. Boah. Capri-Sonne. Orange. Tough. Orange. Das ist einfach der Classic One. Den gibt es einfach in der Schweiz nicht mehr so häufig. Nein. Es ist immer das Multivitamin. Ja, aber der ist auch geil. Ja, schon, aber ich finde Orange geiler. Ich habe schon so lange keine Orange mehr gehabt, Capri-Sonne. Trink. Bro, ihr random ist jetzt das. Ja, hä? Soll ich jetzt hier einen Taste-Test machen? Ja, mach. Was hast du schon? Ist das noch ein Plastikding? Nein. Scheiße. Ich habe es so in Italien gesehen und habe mir so gedacht, Alter, ich muss das jetzt wieder kaufen. Capri-Sonne Orange. Also du musst schon in die Kamera haben. So. Boah, ja. Gell? Das ist tough. Mhm. Das ist's. Ja. Das ist's. Ich muss mehr von dem Zeug kaufen, das ist so geil. Wirklich. Danke für das Capri-Sonne, Niklas. Ja, bitte. El Toni immer auf das. El Toni muss. Ja, voll. Stell dich mal vor. Nein, ich mach's jetzt nochmal. Alter. Ja, und dann hingehaut. Capri-Sonne Orange. Ich habe nämlich so das ganze Pack gekauft und habe immer Capri-Sonne dabei gehabt. Und alle so, was hast du mit dieser scheiß Capri-Sonne? Ja, bei uns gibt es nicht die Orangen nicht so häufig, oder? Na, so, was? Das ist Classic. So, ich weiss, aber die gibt es nicht in der Schweiz. Ja. So, ja. Ja, und am letzten Tag sind wir dann noch in die Schweiz gefahren, voll ins Gewitter rein, bis auf Andermatt. Andermatt war ja voll die Hölle am Samstag. Joe? Ja. Ja, voll Gewitter. Fett Gewitter. Dem, Ja. Und dann fährst du dort Ding raus. Aus Andermatt. Also das ist ja grad, Andermatt ist ja gerade beim Gotthardtunnel. Ja. Dann fährst du dort raus. Bis etwa, sagen wir mal, auf Flüelen. Ja. Flüelen. Ja, oder Altdorf, so etwas. Dann gibt es ja den BK. Ja. Und dann ist ja der Tunnel, oder? Ja, und nach dem Tunnel, eigentlich Richtung Achse, Sonne. Schon? 25 Grad. Ja, chillig. Einfach Biom gewechselt. Ja, wirklich. Real-Life-Biom gewechselt. Ja, aber richtig crazy. Dann war dein Geburtstag gewesen. Also eigentlich die Geburtstagsparty. Meine Geburtstagsparty. Von 1 bis 10, wie hast du sie gefunden? Ich habe sie mega chillig gefunden. Ja. Ich habe sie wirklich voll Ich auch. gemütlich gefunden. Ich auch. Wir sind doch ein paar Leute gewesen. Ja. 8, wie viel sind wir gewesen? 8 Leute gehabt. Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Schau das gerade aus an Renate, die so lange geblieben ist.
Ja, aber ey, Hey, ich habe es mega geschätzt, dass er überhaupt gekommen ist. Ja, Er hätte voll. auch gerade wieder weiter müssen. Ja. Aber ja, danke, dass ihr gekommen sind. Danke an euch, die dabei sind, dass ihr gekommen sind. Es war mega cool. Gewesen. Danke für die Einladung. Ja, bitte. Wenn du Pizza bestellt. Ja, habe ich mega viel davon gehabt. Ja, wir sind am Tisch gewesen, du hättest auch müssen holen. Ich hatte keinen Hunger gehabt. Ja. Ja, Weissbach. Ja. Ja. Ja, aber... Ja. Nee. Ja, und dann hat es einen Grund gegeben, warum wir schon um 12 Uhr gegangen sind. Weil die meisten haben müssen am 4 Uhr am Morgen aufstehen. Also die Hälfte von der ganzen Mannschaft. Wir müssen um 4 Uhr morgen Ich aufstehen. inklusive. Weil... Wohin ist der Niklas gegangen? 3-mal könnt ihr raten. 3-mal könnt ihr raten. Es ist wieder passiert. Der Niklas war wieder auf der Insel gewesen. Das war mein Zmorgen gewesen. Mettbrötchen mit Croissant und einem halben Liter Bier im deutschen Egg. Das war am 9.50 Uhr am Morgen gewesen. Geil. Ja. Boah, ich habe noch nie so ein gutes Mettbrötchen gehabt im Fall. Es hat sogar Darlene gesagt, sie hat sich auch so eins bestellt. Das ist wirklich, boah, das war brutal gewesen. Ja, Frühstück haben wir auch gehabt, wie du siehst. Hast du können drehen? Nein, keine Chance. Schade. Wir sind viel zu spät rein. Ja. Ja, was soll ich von Male erzählen? Ich habe meine Mutter angerufen. Das habe ich gesehen. Den finde ich auch crazy. Dazu aber kein Kommentar. Niklas. Bremsen. Ja, was soll ich zum Malen sagen? Du hast schon lustige Videos geschickt. Was habe ich für Videos geschickt? Amix. Schon? Auf Snap, in WhatsApp-Chat. Habe ich das? Ja. Das war so mein zum Morgen meistens im Hotel. Ja, Basic. So ein bisschen Früchte. Immer Früchte gegessen, immer Vorbilder. Orangensaft. Orangensaft. Immer Orangensaft. Und dann um 12.45 Uhr erst. Was ist das? Wodka Kirsch oder was? Das ist es, glaub mir. Wodka Kirsch ist es. Schon? Ja. Fragt Miriam. Apropos Miriam. Sie fliegt jetzt zum ersten Mal. Was? Sie fliegt zum ersten Mal jemals mit einem Flugzeug. Okay. Und weißt du wohin? Sagen nein. Nein, Niklas. Auf Malle. Warum habe ich es gewusst? Sie hat gesagt, ich soll auch mitkommen. Aber meine Ausrede war, ich bin mit euch in Südsee. Fair. Ja. Lieber Zirze als Malle. Nö. Doch. Nö, ich wäre für eine Woche Malle gewesen. Nein, was soll ich von Malle sagen? Frag mich mal ein paar Sachen. Also, zähl mal Gruppen auf. Also ich bin mit dem Joris, den kennen ihr alle, das ist der Käse-Typ. Der Käse-Dude, ja. Mit seiner Freundin Darlene. Mit dem Cyril, nicht der Cyril, der mal im Podcast ist, sondern ein anderer Cyril. Ja. Und der Nico, mein Arbeitskollege. Und mit mir. 5 Leute. Wir sind auf Inseln. Auf die Okay. Inseln. Gut. Zweite Frage. Wem ist es am schlechtesten gegangen? Was heisst am schlechtesten? Von der Performance her, die er gemacht hat? Oder? Wo es nachher, was einfach am schlechtesten gegangen ist? Ich glaube, wir haben uns alle in Grenzen gehalten. Schon? Keiner hat irgendwie einen Knockout gehabt. Ich habe nur so ein Video gesehen von dir, wo du... Auf dem Stuhl liegst. Nein, mit der Säule. Ja, aber dort bin ich so gar nicht drunk gewesen. Das habe ich einfach so gemacht, einfach so als Joke. Weil ich das lustig gefunden habe. Ich weiss ja nicht, ob du drunk Nein. bist. Nein, also wir sind wirklich alle, wir haben das wirklich alle benommen. Wir sind nie... In Grenzen gehalten. Wir sind nie rumgelaufen. Ja. Wir haben uns nie im Sand gewählt, sagen wir es mal Okay. so. Du weißt, warum ich Sand wählt. Ich weiss, ja. Andere Geschichte. Das ist so wie die Gehen wir wildeste, weiter. das ist so wie die wildeste Story, aber die erzählen in der Nein. ersten Runde gehabt oder so. Ja. Ja, nächste Frage. Nächste Frage. Sind wir auf die Stühle? Ja, natürlich. Ja, okay. Ohne Stühle ist nicht lustig. Auch auf die Stühle. Hast du wieder so einen 2 Meter Bratwurst gegessen?
Ein 1 Meter? Halbe Meter. Und ja, ich habe die, glaube ich, noch nie so oft verdruckt in diesen 2 Tagen wie dort. Schon. Ich habe die sicher 3-mal, 4-mal gehabt. Aber es ist halt einfach ein geiler Snack so. Kostet 6 €. Ja. Halbe Meter Bratwurst. Und du hast keinen Hunger mehr nachher. Ja. Du musst nicht kurz Nacht essen. Fair. Ja. Was sind ihr schon gegessen? Ich glaube, ihr habt Pizza im Megapark gegessen. Stimmt das? Wie funktioniert das? Ja, ich habe letztes Jahr schon gesehen, dass wir Pizza bestellen im Megapark. Also, wir haben das ja schon mal gewusst, dass wir... Du kannst ja im Megapark Pizza essen, im Resti. Ja. Das haben sie abgebaut. Okay. Also die Ecke gibt es gar nicht mehr, dass du dort wie in einem Resti kannst hocken. Dort sind jetzt auch Tische und Stühle. Also so auf die Stühle mäßig. Ja. Aber ich habe letztes Jahr schon gesehen, dass du kannst, dass einfach Leute Pizza auf dem Tisch hatten. Und die Pizza ist im Fall besser geworden, als wo wir damals gegessen haben. Okay. Die ist wirklich besser geworden. Und dann hat es so eine Karte gegeben. Schon? Pizza Margherita, Pizza Prosciutto, Bacon. Und dann haben wir gesagt, komm, wir bestellen uns 2 Nicht Pizzen. schlecht. Nicht schlecht. Was habe ich vielleicht das Bild? Ich glaube schon. Weil das hat noch, Capri-Sonne. es hat noch episch ausgesehen. Dann sind wir da so mit der Säule in der Mitte und dann siehst du so einen Nico und einen Cyril und einen Nalin am Pizza essen und der Joris und ich auf den Stuhl. Crazy. Ja. Ja, es ist schon geil gewesen. Ja. Ja. Sonst irgendwie lustige Stories oder so von... Wir haben jetzt bei Mickey Krause Auftritt. Stimmt. Ja. Haben wir nebendran einen Tisch gehabt mit 2 Damen, die so eine Metro-Tasche, weißt du, von der Schweiz Metro. Ja. Metro-Tasche Boutique. angehabt haben. Ja. Ja. Und dann habe ich halt so schüch gefragt, sind ihr Schweizer? Und dann die eine so, nein, also ich wohne in der Schweiz, aber ich bin eigentlich eine Deutsche. Ich so, ja, ich auch, crazy. Und sie? Ja, sie wohnt in Mannheim. So, okay. Sie so, ja, sie hat sich angeheiratet hat in der Schweiz, gut, darum wohnt sie jetzt in der Schweiz. Ja. Und ich so, ja, von wo in der Schweiz? Ja, aus dem Kanton Schweiz. Und ich so, wo Kanton Schweiz? Ja, Wollerau-Wielen. Schon? Und ich so, nein. Ich so, warum? Ja, wir einsiedeln Willenzell, oder? Und dann so voll connected und so, ein Insta-Austausch. Also die waren natürlich über 30 gewesen und so, aber trotzdem so mal schon crazy. Einfach neben Tisch, einfach 15 Minuten Wohnort entfernt. So. Also, Das ist crazy. voll, die Welt ist so klein. So voll mit denen allen so connected halt, Insta-Austausch. Nachher, an dem Tisch war noch eine gewesen, die hat, ihre Spitzname war auch Niki gewesen, wie meine. Ja. Wir haben das natürlich dann auch voll verstanden. So. Und dann habe ich auch ihr so mein Insta so geben und sie hat einfach ihre Telefonnummer im Instagram eingegeben und hat es nicht gefunden. Sie hat nicht gecheckt, dass sie jetzt ihr Insta reingeben, sondern dann haben wir auch wieder so gedacht, Boomer. So, Boomer. Bro, was... Also ins Insta-Suchfeld oben hat sie ihre Nummer eingetragen. Ja, hat... Ein richtiger Casanova da, hä? Ja, wirklich. Wo habe ich's? Ich habe das nicht gelöscht. Da. Sie hat es 2-mal probiert. Sie hat es einmal sogar, glaube ich, falsch eingegeben. Die 2 haben es gecheckt, oder? Aber die hat einfach die Nummer. Warte, kann ich noch? Was? Bivos. Das ist der Porsche-Fahrer. Aha, schon. Ja. Ja, Bivo ist doch Bier, oder? Ja, eigentlich schon. Aber er heisst Bese. Ja, Bese. Bese. Aber wahrscheinlich heisst er noch Ivo zum zweiten. Kein Plan im Fall. Aber ja, das ist der Porsche-Fahrer. Okay. Ja. Ja. Not bad. Not bad. Ja, sonst noch eine lustige Story. Wir haben Rumbombe endlich mal live gesehen. Der hat abgerissen. Der hat Stimmung gemacht. Mickey Krause natürlich immer. Ja. Wer ist alles auftreten? Achtung, jetzt hebt dich fest. Du kennst doch Killer Michael. Ich habe mich, ja. Das ist der Typ, der auf dem Fahrrad sitzt und immer die lustigen Jokes auf TikTok macht. So. So.
Wir sind im Bierkönig. Eine Dreiviertelstunde vor seinem Auftritt im neuen Bereich sind wir kurz in den Raucherbereich raus. Warum? Kannst du dir mal raten, warum? Der Joris. Joris hat mal wieder einen zünden. Ja. So, und dann läuft auf der Straße Killer Michel vorbei. Mit seinem Management und so. Ja. Und der Nico sagt, hey, das ist doch der Typ, von dem wir es vorher hatten. Und ich schaue nach rechts. Killer Michel! Und er drillt sich um und macht und ich so, ja! Das ist crazy. Ich habe einfach mit Killer Michel Augenkontakt gehabt und gejubelt. Ich gratuliere dir von Herzen, Bro. Danke. Das war so mein Highlight gewesen, irgendwie. Ja. Mit Rumbom habe ich auch Augenkontakt gehabt. Er hat während dem Auftritt, weil ich halt jedes Lied auswendig können. Ich frage mich bis heute, warum, weil eigentlich höre ich ihm seine Lieder so gar nicht so häufig, bis auf das eine. Aber ich kann alle können. Was ein Wunder. Was ein Wunder. Was ein Wunder, dass der Niklas Alm alle Lieder kann. Das haben auch die von Wollerau gesagt. Sie so, Alter, warum kannst du all? Ich so, keine Ahnung, ist ja einfach. Radio Bollerwagen am Morgen. Ja, Vertreib Kummer und Sorgen. Nein, Rumbombe hat während dem Auftritt immer so, wenn er gesehen hat, die Leute geben sich richtig Mühe mit mitsingen, hat er so auf die gezeigt. Und Rumbombe hat zweimal so auf mich gezeigt. Und der Joris und alle ihm so, ich so, Aber das mit Killer ist schon crazy stark, weil, ja, ist halt schon witzig so. Du kannst ja nur so von TikTok. Er hat auch schon Bang, er hat auswärts sind wir asozial. Das kann jeder. Ich glaub's. Auswärts sind wir asozial. Auswärts ja, ich hab's gerade auch schon gehört. Ja. Ja, aber es ist gelungene 2 Tage sind das gewesen. Es sind nur 2 Tage gegangen. Ja, also eigentlich 2,5, wenn am Dienstag haben wir den Flug erst um 6 Uhr am Abend gehabt. Und da sind wir nochmal angegangen. So. Ja, ich bin zum ersten Mal beim Ballermann 6 gewesen, am Strand. Einfach, dort haben wir so Cocktails einfach so genommen. Sind wir auch ins Meer? Ja, einfach kurz die Beine reinheben. Aha, easy. Aber es ist eigentlich mega, also wirklich, es wäre gerade perfekt zum Baden gewesen dort. Schon? Ja, es ist herrlich gewesen. Ist es gewesen? Ja, also, wir haben glaube ich schon 34 Grad schon. So, aber Wassertemperatur auch so 25 safe. Ja. Also du hättest locker können baden dort. Das ist eigentlich wirklich herrlich gerade dort unten gewesen, aber wir sind nur im Pool baden. Boah, das war auch so wild gewesen. Dort haben wir so eine Truppe gefunden bei uns im Hotel. Also es steht im Hotel bei uns steht fett angeschrieben, kein Alkohol im Pool, kein Alkohol am Pool. Und dann hat es so einen Kellner gegeben, der hat San Diego geheißen. San Diego. Und der hat dort das Bier in den Pool gebracht. So geil. Und dann war dort so eine Mannschaft, gewesen, so eine Truppe von 30 Leuten. Ja. Die haben, der eine hat Philipp geheißen, der war immer im Reifen am Chillen gewesen. Ja. Und der ist eigentlich immer zu uns geschwommen und so, ey, schieb mich mal wieder zurück zu meinen Jungs. Und er immer mit einem Bier in der Hand, die Ziege-Packung am Rand von dem Hurenring, Sonnenbrille von Helmut. Der hat sein Leben chillen. Nachher habe ich mich mit einem noch unterhalten, das sind alles Ossis, also das ist alles so vom Osten von Deutschland. Ja. Wieder über Lohn unterhalten und so. Weil die wollen immer so fragen, hey, was verdienen die in der Schweiz? Ja. Wir Ossis, wir verdienen nichts. Ich so, ja. Aber das lassen wir mal, das Thema. Es war trotzdem eine lustige Truppe so gewesen. Und weißt du, was ich zum ersten Mal probiert habe? Was? Es hat... wie hat das geheißen? Also sie haben eine Tüte gehabt, eine Plastiktüte. Ja. Mit Weisswein gefüllt und mit Sprite gemischt. Alter, das ist so geil. Weisswein und Sprite? Ja. Okay. Ich habe mich halt mit denen eine halbe Stunde unterhalten. Also, hey, gib dem jungen Mann mal unser Spezialgetränk. Also, was kommt jetzt? Dann gibt er mir die scheiß Tüte in den Pool. Also, trink. Ich so, was ist das? Trink. Dann habe ich getrunken. Ich so, das ist verdammt geil. Also, ja, was ist das? Ja, Weißwein mit Sprite. Und von wem habt ihr das? Von San Diego. Alter, das ist so geil gewesen, wirklich. Ja, okay. Nein, es ist so, ich würde sagen, das sind so die 2 Highlights gewesen. Killer Michel, Rumbombe, okay, 3 Highlights. Ja. Und die Typen im Pool. Ja. Ja, und Miki, ja gut, Honorable Mention, Miki Krause. Honorable Mention. Ja. Das war Malle gewesen. Und jetzt bin ich nachher
Fieber heimgeflogen und Magen-Darm. Aber jetzt geht es wieder gut. Jetzt geht es wieder gut. Ja, heute Abend musst du bereit sein. Naja, heute Abend wird lustig. Heute Abend wird wirklich lustig. Soll ich meinen Bierpunkttisch mitnehmen? Fix, passt der Tesla rein? Ja. Ja, nein. Der ist nicht so gross. Ja, aber bist du letztes Mal dabei gewesen? Nein. Da haben wir einfach einen normalen Tisch. Schon. Ja, es geht kein Bau. Okay. Der Tisch ist verdammt lang. Schon. Ja. Gut. Yes. Ich sehe mich heute am Grill. Ja, du bist Grillmeister. Du musst da... Ich nehme den Hela Curry Gewürzketchup mit. Mach das. Yes. Ja. Da wird einer aufgekocht. Yes. Das ist das. So. Ja. Meine Storytime ist fertig. Jetzt habe ich eine halbe Stunde lang geredet. 35 Minuten, ja. Ja. Was haben wir uns noch überlegt? Ja, du hast dir das Spiel überlegt, das Ranking wieder. Passend zum Alle ranken wir heute die Top 5 schlechtesten Anmachsprüche. Ja gut, ist das Ranking oder nehmen wir einfach 5 und reden über die und sagen über die Art? Ja, können wir auch machen, ja. Ja, Also, Rank ist... also jeder hat sich 5 überlegt. Ja. Oder Torben gefragt. Ja. Aber ja, wir schauen mal. Ich muss da... Willst du mal anfangen? Ich fang mal an. Weißt du? Ich habe Male Edition gemacht. Male Edition... Ich mache auch mal Edition, warte. Es geht mittlerweile so einfach. Aber eigentlich ist es so null kreativ. Wir tun einfach so. Aber es ist eigentlich auch lustig, weil dann ranken wir so Zeug, was uns nicht erwartet. Ja. Darum finde ich es eigentlich immer legit, ChatGPT zu fragen. Also, bist du bereit? Ja. Mal Edition. Extra für dich, Niklas. Oh je. Schreib das auf. Ich habe zwar schon einen Sonnenstich, aber du machst mich noch heißer. Alter. Der ist gottlos. Ja, also... Gut, aber also gottlos. Ja, nein, aber der ist einfach scheiße. Der ist scheiße, aber den könntest du noch bringen. Ja, aber der ist gleich nur scheiße, ja, Mann. Der ist schon ein Schiss, Alter. Aber... Nein, okay, der ist Nein, echt scheiße. fatal. Der ist total... Soll ich mal einen bringen? Ja. Wenn du ein Lied wärst, wärst du Laila verboten gut. Also, Das Laila-Lied, oder was? Wenn du ein Lied wärst, wärst du Laila verboten gut. Ach so. So. Ach so. Ja. 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 Ist ja scheiße. Ist ja scheiße. Aber der zündet nicht so. Ja. Der zündet nicht so. Ich habe da noch einen guten. Bist du wie eine Happy Hour? Billig, aber macht Laune. Der ist fatal. Alter. Bro. Oh. Boah, ChatGPT hat mir da sogar noch Bonus für Fortgeschrittene und Lebensmüde gegeben. Okay, sag mal. What the fuck? Also, ChatGPT hat mir da gegeben, wie wäre es mit einem Quickie, bevor der DJ den nächsten Schlager spielt? Digger. ChatGPT ist eine... Alter, vor allem, das ist ja nur Schlager, dort unten. Ja. Wenn du eine Matratze wärst, würde ich freiwillig auf dem Boden schlafen. Auf dir. Alter. Was gibt's da noch so Schönes? Du hast so schöne Augen, fast so schön wie mein letzter Eimer Sangria. Hola, Sangria. Ey, aber was ich krass gefunden habe dort unten, Was? viel mehr Polizei als sonst. Schon? Viel mehr Polizei als sonst. Helmuts sind gestaffelter. Gestaffelter? Ja, sie sind nicht mehr überall auf einem Haufen. Ja. Also dort, wo so... Du kennst ja den Eingang Schinkenstraße. Also wenn du am Strand laufst, vom Megapark zur Schinkenstraße, Ja. da gibt es ja beim Hello Club, Ja. sind ja meistens hure viele immer auf einem Spot. Nichts mehr. Okay. Also, Gut, sie greifen jetzt voll durch, gell? ja, aber nicht so krass im Fall. Also klar, wenn die Bullen kommen, die fahren ab und zu durch die Schinkenstraße durch die Bullen, dann packen die Helmuts ganz langsam ein einfach. Ja. Die rennen nicht mehr davon. Was früher war, wenn sie die Polizei sehen, dann sind die Helmuts wirklich weggerannt. Ja. Aber jetzt ist wirklich einfach alles gechillt. Und mit Alkohol draussen trinken? Ja, das ist immer noch. Das, also,
Aha. Also du darfst ja glaub, nicht mehr Alkohol außerhalb von diesen Nein, Möglichkeiten das würde ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Also so letztes Jahr hättest du das vielleicht noch können machen, aber weil jetzt die Polizei halt überall ist, Ja. Kritisch. auch bei Helmut kaufen, macht das eine 800 Stutz Buß, Au. wenn du bei Helmut kaufst. Au. Wenn du bei einem weißen Helmut einkauft. Ja. Ja, weil der hat sich bei Helmut, beim originalen Helmut, hat er sich die ganze Brillenpalette gekauft für 35 €, ist dann zu uns und hat pro Brille 2 € verlangt anstatt irgendwie 10. Fair. Ja. Aus dem Ja. Weißwald. Ja. Kommst du zu mir mit oder wollen wir es den Taxifahrer entscheiden lassen? Alter. Oh mein Gott. Du siehst aus wie meine Zukunft, nur nackt, Alter. Was ist das? Bist du eine Bratwurst, weil ich will dich mit auf meinen Grill nehmen. Alter. Das ist fatal. Ja, bei mir geht es nicht mehr gut. Das sind die Besten gewesen, Ich habe tatsächlich. vorher noch eine gehabt. Bist du die Schinkenstraße? Weil bei dir würde ich gerne entlanglaufen. Mehrmals. Hä? Checkst du nicht? Nein. Bist du die Schinkenstraße? Weil bei der Straße würde ich gerne mehrmals entlanglaufen. So. Checkst du nicht? Immer wieder vorbeilaufen, oder was? Bist du die Schinkenstraße? Weil bei dir würde ich gerne entlanglaufen. Weißt Nein. du, dass du die halt immer siehst? Ja, aber mehrmals vorbeilaufen, so. Ja, Aber ja. mehrmals. Ja. Oder? Habe ich ja vorhin gesagt. Du Ja. bist wie mein Pegel, steigt immer, wenn ich dich sehe. Ich habe zwar keine Cola, aber dafür Gefühle reicht das für eine Nummer. Ah. Ja, Langenau. Cringe-Level hoch. Hast du einen Namen oder kann ich dich Mainz nennen? Oh mein Gott, die sind alle so scheiße. Bro, wenn wirklich so mit so einem Spruch jemand ansprichst, Bro, es ist Fremdscham pur. Ich bin kein Fotograf, aber ich kann uns zusammen sehen. Ich habe meine Nummer verloren, darf ich deine haben? Ja, das sind so Klassiker. Ja. Ja, ich würde sagen, das langt. Bist du WLAN im Megapark? Weil ich habe dich einmal und will nie wieder loslassen. Ja. Also nicht als Aufschreiben für den nächsten Trip. Nein, Alter, das ist so gar nicht meine Ambition, da unten etwas zu klären. Ich sag's dir so, wie es ist. Verstehe ich. Also vor allem, das sind ja alles... Die wollen alles Spaß, klar. Also ja, ich weiß schon, warum viele Leute das als Spaß sehen, aber Ja. ich habe schon ab und zu immer gesagt, also ich habe schon öfters gesagt, ich gehe dort unten nur an, um mal Leute zu treffen aus anderen Regionen, einfach um mich mit denen mal so zu unterhalten auf lustig. Ja. Ich habe das mal leider keine Bremen-Connections Nein, machen. Bremen Connections. Bremen-Connections, ja, die haben das mal Bremen leider Pipeline. gefällt. Nicht Die haben das, unterbrochen. die haben das mal ein bisschen gefällt, ja. Ja. Aber ich gehe dort unten nur an, wegen der Musik. Jedem das seine. Ja, wegen der Musik, weil das ist schon etwas Spezielles. So. Und ja, die Stimmung ist halt immer geil und eben wegen den Leuten. Das ist Voll. eigentlich so meine Top 3. Ich gehe nicht aber zum «Wo ist denn das nächste Hotelzimmer?» Nö, überhaupt nicht. Vergiss es. Ja. Yes. Bei dir eigentlich so? Was ist bei dir in den 1,5 Wochen noch gelaufen? Ja, Bro, eigentlich easy nichts im Fall. Bro, ich habe gearbeitet. Schaffen, Häusle bauen. Jetzt muss ich nächste Woche noch arbeiten. Also Schule, Montag, Dienstag arbeiten, dann kann ich Sommerferien. 2 Wochen. Dann geht es schon auf Kroatien dann. Boah. Das wird auch ein Trip. Aber ey, dort möchte ich mal abschalten. Ja, ich auch. Weil, Bin ich dabei. weil das ist jetzt wirklich, das sind keine Ferien gewesen. Also schon, aber Work. Und Travel and Work. Ich mache keinen Vlog dort unten in 17, also zur Info. Alles gut. Ich habe keine Zeit für so Scheiß. Ich mache so bei jeder Scheiß-Trip mache ich irgendeinen Vlog, aber
Ich muss erst mal den Malle-Vlog vom Oktober noch fertig machen. Und das ist immer noch nicht... Das ist auch ein langes Projekt. Ja, fuck my life. Ja. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Rico. Danke vielmals fürs Zuhören. Man sieht sich nächste Woche wieder am Sonntag am 6. Genau. In diesem Sinne. Peace. Ciao, ciao. Ade.